Herzlich willkommen, liebe Gäste. Wir, das heißt Alexej Bajevic, der Herr Goldhardt und wir als Moses freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Das ist für uns heute eine kleine Premiere, dieses kleine, ich denke, sehr schöne Frühlingskonzert. Und wir haben vor ein paar Wochen zusammengesessen und haben überlegt, was man alles so anstellen kann. Und ich habe den Alexej vor ca. einem Jahr kennengelernt und habe einfach nur gedacht, ist das ein wunderbarer Mensch und seine Familie noch dazu so sympathisch, mit dem kann man einfach was anstellen. Ja, und was kann man alles anstellen? Für mich war das Schönste, festzustellen, wie leicht man Kunst dem Menschen nahebringen kann. Und die Plattform, die wir hier bieten, die ist, naja, ob sie ideal ist, weiß ich nicht, aber sie ist gut. Wir haben auch vor ein paar Wochen noch so ein paar andere Ideen gehabt und wir wollen mal sehen, wie diese kleine Premiere hier ist. Das war auch mal vielleicht ein Weihnachtskonzert noch, ein Neujahrskonzert, aber dann nach Schließzeit und dann auch in unserem herrlichen Atrium hier unten im Lichthof, beziehungsweise Afterwork-Partys am Freitag, sodass man eigentlich durchaus beschwingt und schön durch eine Zeit gehen kann. Wir haben die Tische, oder wir bedienen sie heute gern an den Tischen, damit wir dieses kleine Konzert nicht stören. Fühlen Sie sich bitte nicht überfordert mit diesen eingedeckten Dingen. Nur da dieses Konzert um die Mittagszeit ist, haben wir uns natürlich auch darauf vorbereitet und haben ein kleines Menü vorbereitet. Ich sage Ihnen auch mal, was dazugehört. Also als Vorspeise eine kleine Möhren-Ingwer-Suppe, als Hauptgang ein Schinken-Rostbeef-Käseteller von der Traditionsfleischerei Löwe oder ein Lachsteller mit einem hervorragenden Lachs aus der Fischräucherei Westmeier aus Osnabrück mit besonderer Empfehlung von Familie Wittenberg. Und das sind wirklich die sympathischsten Gourmets, die ich kennengelernt habe bisher. Also durchaus ein heißer Tipp. Und danach als Dessert eine Trilogie von roter Grütze mit Vanillesoße, hausgemachter Praline und Holunder-Limetteneis. So, um dem Ganzen jetzt eigentlich den Schwung zu geben, den es haben soll, übergebe ich gern an Alexej Bajevic. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Es ist uns eine Ehre, heute hier zu spielen. Frau Altenburg hat mich, glaube ich, etwas falsch angekündigt. Mein Name ist Louis Spohr. Das ein Missverständnis gibt. Das ist ein wunderbarer Valerius Goldhardt. Wir freuen uns sehr, dieses Frühlingskonzert heute anzubieten. Und wir fangen mit dem Frühling von Antonio Vivaldi.
das bekannteste Werk der klassischen Musik überhaupt ist. Was man nicht weiß oder was nicht vielleicht allen bekannt ist, dass Antonio Vivaldi zu diesem Werk ein Programm geschrieben hat. Er hat Sonette geschrieben, die auch mit in den Noten stehen. Wenn man das spielt, dann sieht man ganz genau, was in der Musik passiert. Und das passiert ständig. Alle 4-5 Takte verändern sich die Stimmung und das sind ganz konkrete Charaktere oder Gegenstände tauchen da auf. Jens, könntest du uns das Programm von dieses Zum Frühling. Der Frühling ist gekommen und freudig begrüßen ihn die Vögel mit ihrem frohen Lied. Während die Quellen unter Zephyrs Atem mit süßem Rauschen dahinfließen. Die Luft mit einem schwarzen Umhang bedeckend, kommen Blitz und Donner, um ihn anzukünden. Sobald sie schweigen, kehren die Vögelchen aufs Neue zurück zu ihrem zauberhaften Gesang. Und schon schläft auf der in voller Blüte stehenden Wiese zum frohen Rauschen der Blätter und Pflanzen der Ziegenhirte mit dem treuen Hund an seiner Seite. Zu dem festlichen Klang der Schalmei tanzen Nymphen und Hirten unterm Himmelszelt zum glanzvollen Erscheinen des Frühlings. Dankeschön, das ist ein Applaus wert. Ein Moment nur, was mir nicht gefallen hat, das reimt sich ja gar nicht. Weil Vivaldi schon, das ist natürlich, auf Italienisch reimt sich das auch noch. Wie gesagt, das sind Sonette. Ein kleines Beispiel davon, wie die drei Charaktere gleichzeitig in der Musik existieren und sich quasi bekämpfen. Wir spielen gleich den zweiten Satz, aber kurz davor zeigen wir Ihnen, was da passiert. Als erster vielleicht ist der bellende Hund dort vorhanden. Könntest du diese Stimme? So beschreibt Vivaldi den bellenden Hund und das läuft durch den ganzen Satz, dieses Bellen. Gleichzeitig ist aber dort das Rauschen der Blätter und Pflanzen. Ja, und ich stelle da den schlafenden Hirten, der sich nicht vom bellenden Hund stören lässt.
Musik